Merci, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ihr bestimmt alle wisst, gibt es heute zuerst für eine andere Gemeinde eine Mietkommission, also eine Kommission des Loyers, die notamment die Mission hat demanden von Leuten, die eine Infostelle wegen seinem Litige bei der Festlegung von ihrem Loyer oder der Chargen, die sie bezahlen müssen, dann noch zu analysieren und dann alarmiable dieses Problem zu lösen. Nun, bei Loyersgesetz von 2006 gibt die Kommission des Loyers man dann saisiert von so einer Requête durchleitet. Am Kontext von einer nationalen Wohnungskrise, die auch besonders Leute mit kleinen Einkommen schwer trifft, die sich keine Wohnung im privaten Markt leisten können, als Lokatär wohl verstehen, können wir davon ausgehen, dass Arbeitergemeinden wie ich, an denen noch der mediane Salär nicht über 3.000 € wäsch geht, und zur Information, den Durchschnittsloyer hier am Land, das sind 1.400 €. Also normalerweise müssen den heute zuerst alle Hände voll zu dienen, für die Leute günstige Wohnraum zu vermitteln und noch die Demande für mehr gerechte Loyer und Chargen kaum nachkommen. Eben gerade durch die Penurie und bezahlbaren Wohnraum kann ich fährten, dass der maximale Monat vom Loyer oft über die 5% vom investierten Kapital an die Wohnungen rausgeht, was aber dem Mietgesetz nur an der Regel nicht dürfte geschehen. Erstaunlicherweise kommt die Mietkommission heute seit der letzten Wahl noch nie zusammen. Member von dieser Kommission sind noch heute vertreten, können das also konfirmieren oder rektifizieren. In dieser Legislaturperiode ist die Mietkommission nach kein einziges Jahr zusammengekommen. Das konfirmiert auch Madame Urbani, die für die Linke an dieser Kommission sigiert, und ich selber als Member Supplement sind nie über eine Versammlung informiert gehen. Das scheint, wie gesagt, am Kontext von der Wohnungsnot zuerst wirklich erstaunlich. Weil hätten die Leute dann effektiv keine Rakete gemacht. Aber wie kann das sein? Eher ich Wort losen, wollte ich heute aber auch ein paar Denkanstöße gehen. Die meisten Leute, meine ich, sind über die Existenz von einer Mietkommission an der Prozedur für ihre Rechte über den Ansatz von dieser Kommission gelten zu lassen, nicht informiert. Das ist der Rolle vom responsablen Chef, die Leute an der Gemeinde über die Rechte und Obligationen zu informieren. Weiter, die Mietkommission scheint ein ziemlich untransparenter, schwer erreichbarer Instanz zu sein. So sind ich zum Beispiel am Mai von diesem Jahr geworden, dass aufgrund von einer Demande von Leuten den Office Sozialsekretär oder Sekretärin von der Mietkommission kontaktieren, aber nicht ungekommen ist, respektive weil kein Bescheid wusste, wie in dem Moment Sekretär oder Sekretärin von der Kommission war. Auf Nachfrage von mir wurde du geheischt, dass die Sache erledigt wäre, weil die Aufruf von den Leuten ist an die Responsabilität von der Polizei die Partiste gegen fallen. Aber auch dazu sind wir Sachen zu hören gekommen, die wir Bedenken machen, was den Zustand von den Wohnungen heute zuerst betrifft. Logement salubre, die von der Polizei die Partiste deklariert gehen, motivweise bei einer eventuellen Mietvermeidung, Futtisheizungen nach verschiedenen Wohnungen, die der Proprietär nicht will flicken und der Lokatär opfordert, mit Heizlüfter zu führen, was der Lokatär aber nicht kann bezahlen und so weiter. Das sind ganz krasse Sachen, die sich anscheinend keiner kümmert und die auch dadurch entstehen, weil die Mietkommission aus der letzten Legislaturperiode ihren Ansatz verschlafen hat. Und dann kommt noch dabei, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren regelrecht explodiert sind. Seit 2000 sind sie quasi der Dreifach geklommen. All Jahres gehen die Wohnungspreise, die Immobilienpreise an allen Regionen 5% an die Lut. Das ist leider nicht der Fall mit den Löhnen. Die klammen nicht so schnell. So, dass die Loyer auch innerhalb von den 5% vom investierten Kapital oft unbezahlbar bleibt. Und ich gebe euch ein Beispiel. Eine Person, die im Jahr 2000 ein Appartement für zum Beispiel 500.000 € kaufen, darf dem Mietgesetz nur ein maximales Loyer von 2.083 € fragen. Wenn die Person 2016 das Appartement verkauft, darf sie einen Preis fragen von 1.255.000 € und ein maximales Loyer fragen von 5.229 € ohne irgendwelche Reparaturen an dem Bien Immobilier erholt zu haben.
Also wie gesagt, das sind schon solid Loyen, die sich nicht kann leisten. Das hält natürlich auch für alle Möglichkeiten auf eine Verdeckung von der Prozedur von der Mietkommission weg. Da weist hin, dass sowieso eine Reform vom Bayer Loyer batter nötig ist. Mit denen Bedenken, die ich heute zum Ausdruck bringe, gehe ich aber dann auch davon aus, dass die noch manst die Utien und Möglichkeiten, die es gibt, soll nutzen, für wenigstens einen Teil von den Leuten, um den Arm zu greifen und ihre Loyer mehr gerecht zu machen. Ich gehe noch davon aus, dass eine Mietkommission aber soll regelmäßig zusammenkommen, ob man es mal für eine erste Kehr und noch ohne direkt sehen, und dass auch Membern über die Arbeiten an hier Taschen an dieser Kommission dann noch informiert gehen und dass sich die Mietkommission noch sollte in Auftrag gehen, eine Informationskampagne nach außen zu feiern, für die Lokatäre von der Stadt auch besser können zu schützen. Ich rege dafür auch eine Motion an ich hoffe, ob Solidarität an ich ginge dafür auch bitten, die Motion mitzustellen. Merci.